Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Und damit Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Leute, Breaking News. Das Orakel. Red Munich hat wieder zugeschlagen. Der FC Bayern trennt sich von Thomas Tuchel zur neuen Saison. Wer hätte das gedacht, Leute? Aber bevor ich meine eigene Meinung dazu rausballer, gehen wir mal rein. Also, FC Bayern Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer. Der FC Bayern München und Cheftrainer Thomas Tuchel haben gemeinsam entschieden, die ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 datierte Zusammenarbeit bereits zum 30. Juni 2024 zu beenden. Das ist das Ergebnis eines einvernehmlichen Gespräches zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Chrissy und Thomas Tuchel. Chrissy, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern, wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 24/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen. Bis dahin ist jeder Einzelne im Club ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen. Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht. Insbesondere in der Champions League sind wir davon überzeugt, dass wir nach dem 0:1 im Hinspiel bei Lazio Rom im Rückspiel in unserer voll besetzten Allianz Arena mit unseren Fans im Rücken ins Viertelfinale einziehen werden. Thomas Tuchel. Wir haben vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison beenden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben. Thomas Tuchel hatte im März 2023 Nachfolge von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern angetreten. Gute 2 Monate später feierte er mit dem Club den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Gut, Leute, das ist die Info. Ja, ist sie jetzt überraschend? Warum habe ich gesagt, das Orakel hat zugeschlagen? Weil ich das am Montag im Stream noch vorhergesagt habe. Ich habe gesagt, weil ich mich so gewundert habe und ihr euch ja auch, warum die Vereinsführung so ruhig ist, wie sie gerade ist. Daher war klar, dass es sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass man sich zum Ende der Saison von Thomas Tuchel trennt. Welche Punkte haben weiterhin dafür gesprochen? Allein schon die Transfers in der Wintertransferperiode. Ja, das waren Transfers, die nicht Thomas Tuchel Transfers waren. Also Thomas Tuchel wollte kein Sascha haben, der wollte kein Saragossa haben. Der kann mit dem Tell nichts anfangen, der kann mit dem De Ligt nichts anfangen. Und ich denke, auch der Verein hat mitbekommen, dass ein De Ligt sich mit anderen Optionen beschäftigt hat, dass sich ein Tell schon mit anderen Optionen beschäftigt hat. Und daher ist es einfach die logische Konsequenz, sich von Tuchel zu trennen. Der andere Faktor, Tuchel wurde eingestellt von Brazzo und Olli. Natürlich musste der Aufsichtsrat, auch unser Patron, Uli Hoeneß, sein Einverständnis dazu geben. Aber ich denke mal, da wurden Tuchel auch andere Versprechungen gemacht, als wie er sie letztendlich bekommen hat. Ja. Und durch diesen Führungswechsel haben wir ja auch unsere Vision im Club ein bisschen verändert. Wir haben einen Freund geholt, wir holen einen Freund ja nicht, wenn es darum geht, wir wollen nur gestandene Spieler verpflichten. Ein Freund ist dafür bekannt, dass er ein Auge für Talente hat. Haben wir dann auch mit Saragossa gesehen und so weiter. Und das ist natürlich eine Strategie, die nicht Thomas Tuchel-like ist. Er hat da nicht so die Lust drauf. Thomas Tuchel, zumindest in den letzten Stationen, so wie ich ihn auch bei uns erlebt habe, ist er der Trainer, der sagt, ich möchte fertige Spieler haben, die in mein Konzept passen und dann spiele ich mein Konzept und spiele Tuchel Fußball. Was völlig legitim ist. Ja? Deswegen habe ich ja auch immer gesagt, Thomas Tuchel ist mit Sicherheit kein schlechter Trainer. Aber es passt einfach nicht beim FC Bayern. Und es passt nicht zu dem Konzept, was der Verein schon bei der Jahreshauptversammlung schon vorgegeben hat. Ja, da haben wir schon gemerkt, dass das nicht mit dem Tuchel zusammenpasst. Und nochmal, dass wir dann keine Holding Six verpflichtet haben, war schon der erste Hinweis. Ja, dass man da nicht Trippier oder Walker da in All-In gegangen ist bei den ganzen alten Säcken, war der zweite Hinweis. Ja, dass Tuchel da pissig drauf ist, denke, hat er mehr als deutlich gezeigt. Und das ist doch auch nicht schlimm. Das ist doch nicht schlimm. Ja. Wie gesagt, er wurde unter anderen Voraussetzungen geholt. Der Verein möchte in Zukunft eine andere Strategie fahren.
Die Strategie passt einfach nicht zu diesem Trainer und dann trennt man sich zum Ende der Saison. Und alles ist gut. Ja, wie gesagt, der Titel in der Bundesliga ist weg. Da geht's halt darum, die Champions League Quali zu garantieren. Das war's. In der Champions League, ja, keine Ahnung. Vielleicht geht jetzt ein Ruck durch die Mannschaft, dass man das endlich öffentlich gemacht hat. Ich denke, das wird schon länger feststehen. Vielleicht geht ein Ruck jetzt durch diese Mannschaft, ja, dass sich Spieler wieder mehr zeigen wollen, schon mal auch für den neuen Trainer, der dann kommen wird, weil der wird ja sehr wahrscheinlich auch schon, werden da schon im Hintergrund Gespräche geführt worden sein oder werden noch geführt und wenn Max Eberl kommt und so weiter und so fort. Das heißt, der wird ja irgendwann nicht erst 2 Wochen vor Saisonbeginn feststehen. Ja? So, der wird ja dann auch schon mal sehen wollen, welche Spieler wie performen und so weiter. Und das kann natürlich einen Ruck geben durch diese Mannschaft. Ja? Und vielleicht reicht dieser Ruck, um irgendwie in der Champions League dann auch durch Tagesform irgendwie ein bisschen weiterzukommen, sofern Thomas Tuchel dann auch endlich mal über seinen Schatten springt und nicht mehr nur die ganzen Spieler pudert, weil er hat ja jetzt auch nichts mehr zu verlieren. Ja. Das Einzige, was noch passieren könnte, wie ich schon sagte, wenn wir gegen Leipzig verlieren, danach gegen Freiburg verlieren, dann könnte es sogar noch sein, dass Thomas Tuchel sogar noch vorher gehen muss, weil dann die Champions League Plätze in Gefahr sein könnten. So. Aber vielleicht gibt das jetzt einfach einen Ruck. Ja, vielleicht wird der ein oder andere Spieler jetzt viel, viel befreiter auftreten. Das werden wir dann ja schon am Wochenende gegen Leipzig sehen. Ja. Wird sehr interessant zu sehen sein. Es wird auch sehr interessant zu hören sein, welche Stimmen so kommen. Natürlich gießt das Ganze jetzt nochmal Öl in die Feuer von mir, von Didi Hamann und so weiter, zu alle, die gesagt haben, das passt mit dem Tuchel nicht. Ja, es passt halt einfach nicht. So, nochmal, das ist auch gar nichts gegen den Menschen Thomas Tuchel. Gegen sein sportliches Vorgehen ist es auf jeden Fall was. Das habe ich oft genug kritisiert, da bleibe ich auch bei. Aber dass das einfach nicht zusammenpasste, allein schon von der Gedankenwelt, dass man sagt, ja, wir werden beim FC Bayern eher Ballbesitz Defensivfußball spielen. Das passt nicht zum FC Bayern. Ja. Und die Hoffnung ist jetzt noch, dass man im Verein auch so weit schaut und dann jetzt endlich gewisse alte Zöpfe, was Spieler anbelangt, auch noch abschneidet. Ja, es wäre schön, wenn man jetzt das klärende Gespräch mit dem Trainer hat stattgefunden, dass man dann auch jetzt gleichzeitig das klärende Gespräch mit Spielern wie Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané und so weiter sucht und denen jetzt mal klipp und klar sagt, so, ich meine, es stand ja auch da drinnen, die Spieler in die Pflicht nehmen, dass man denen jetzt klipp und klar sagt, so, passt mal auf, Leute, ihr habt jetzt Zeit, bis zum Ende der Saison euch für den neuen Trainer zu empfehlen und wir teilen euch dann mit, ob der neue Trainer in der kommenden Saison mit euch planen wird oder nicht. Fertig. Ja, ich denke, das wäre ein offener, ehrlicher Dialog. Ja, und dann muss der neue Trainer, der dann kommen wird, wenn man diesen Dialog geführt hat und der gesagt hat, den und den möchte ich nicht mehr bei uns haben, dann muss der neue Trainer das natürlich auch umsetzen. Ja. Und wenn die Spieler dann nicht wechseln wollen, wenn man denen das klar kommuniziert hat, setzt man sie halt einfach auf die Bank oder Tribüne und gut ist. Ja, das ist dann nicht die super feine englische Art, mit verdienten Spielern umzugehen. Aber nochmal, wenn man den Spielern das jetzt schon mitteilt, ja, und denen mal klipp und klar sagt, dass die Leistungen, die sie so nicht zeigen, die sie so zeigen, nicht reichen werden, dann hat jeder Spieler jetzt nochmal ein paar Monate Zeit, das Gegenteil zu beweisen. Ja. Bin ich sehr gespannt, ob das noch passieren wird und ich bin super gespannt auf die Reaktion. Ja. Ja, ich meine, die ganzen Standardreaktionen werden natürlich sein, ja, wir haben als Mannschaft versagt, dass wir das nicht vom Trainer umsetzen konnten, was er von uns verlangt hat und bla und so, jetzt diese ganzen Standardfloskeln werden wir natürlich hören aus Mannschaftskreisen. Ich bin gespannt, was ein Tuchel dazu sagt. Bin ich wirklich gespannt, vielleicht. Ich meine, er haut ja sonst immer auch ehrliche Takes raus, zumindest manche Sachen, die man ihn abnehmen kann. Deswegen bin ich mal gespannt dann auch auf die kommende Pressekonferenz zum Spiel am Wochenende. Ich würde es natürlich fühlen,
wenn man da eine extra Pressekonferenz gemacht hätte, ja, mit dem Sportvorstand dabei und Chrissy, wo man das, und Thomas Tuchel, wo man das vielleicht mal ein bisschen erläutert hätte. So wird es wieder viele Spekulationen geben, viele Nachfragen dann bei der PK zum Spiel und so weiter. Ist die Frage, ob der FC Bayern sich darauf einlässt, dass man diese Fragen überhaupt zulässt, das wird man sehen. Für mich persönlich natürlich der absolut richtige Schritt. Nochmal, Thomas Tuchel hat diese Mannschaft null weitergebracht, hat sie nur verschlechtert. Man erkennt kein Spielkonzept vorne. Ja, dass Thomas Tuchel sich daran aufgehört, wenn wir 70% Ballbesitz haben, steht außer Frage. Dass er aber auch in seiner eigenen komischen Welt lebt, wenn man sieht, was er sich an XG-Werten hochzieht und an irgendwelchen Sachen, dass man es geschafft hat, den Ball in eigenen Reihen zu halten, den Gegner nicht so ein Spiel zu lassen und trotzdem 3-0 verliert oder 3-2 verliert, sich das alles schön redet. Das passt halt einfach nicht zum FC Bayern. Ich denke, da sind wir uns in ganz, ganz großen Teilen einig. Nochmal, was nicht heißt, dass Thomas Tuchel ein schlechter Mensch ist oder ein schlechter Trainer. Ja. Wie ich sagte, meiner Meinung nach hat es halt einfach nicht zusammengepasst. Und sehr wahrscheinlich wurden ihm auch andere Zusagen gemacht, als die er dann bekommen hat. Was man ihm vorhalten muss, ist seine Engstirnigkeit, sein Trotz irgendwie. So, ja, dann lasse ich die erst recht spielen, weil ich euch unter die Nase reiben möchte, dass sie nicht diese Spieler sind, die ich brauche für mein System. So, das ist Thomas Tuchel aktuell, ja. Es wäre natürlich schön, vielleicht gab es diese Absprache jetzt auch schon, wer weiß, dass man ihm vielleicht auch nahegelegt hat, guck mal, die Saison ist eh durch in der Bundesliga. Guck doch mal, dass du jetzt vielleicht so ein Pavlovic oder ein Tell mal ein bisschen mehr Spielzeit gibst und die mal ein bisschen mehr heranführst. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht inwieweit. Ich glaube, Thomas Tuchel ist kein Typ, der sich darauf einlassen würde. Ich glaube nicht, dass er sich reinreden lassen wird. Aber das werden wir die kommenden Wochen sehen. Ich denke, die werden sehr interessant werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt so ein Ruck durch die Mannschaft geht, so im Hinblick, Alto Belli, zum Glück ist der nächste Saison weg. Ja? Vielleicht wird der eine oder andere nochmal Motivation schöpfen daraus. Wir werden sehen, es wird interessant sein. Für mich die absolut richtige und nachvollziehbare Entscheidung. Für beide Seiten, ja, auch von Thomas Tuchels Seite aus. Weil er ist ja auch nicht glücklich, er brennt auch nicht für diesen Verein, das hat man die ganze Zeit gesehen. Er hat seine Mission erfolgreich erledigt, der FC Bayern wird diese Saison keinen Titel holen, alles andere wäre überraschend. Vielleicht sitzen wir nächstes Jahr hier, oder lass es auch erst in 2 Jahren sein und sagen, vielen lieben Dank, Thomas Tuchel, dass du bei uns warst und dafür gesorgt hast, dass der Verein endlich zum Handeln gezwungen wurde. Ja? Dass endlich Spieler in Frage gestellt wurden, dass alles auf links gedreht wurde und so weiter und so fort. Ja, das kann mir schon gut vorstellen, dass das so einen Stein ins Rollen bringt und so einen gewissen Effekt hat. Gut, Leute. Für mich eine super positive News. Ich bin gespannt, ob Thomas Tuchel es schafft, bis zum Ende durchzuhalten. Wird auf die nächsten 2 Bundesligaspiele ankommen, denke ich. Wenn die auch verloren gehen, dann wird's wild. Dann wird's wirklich wild, ja. Ja, ich bin gespannt auf die Reaktion der Spieler. Jetzt nicht, was sie erzählen werden. Da werden wahrscheinlich sehr viele nichts zu sagen, sondern auf die Reaktion auf dem Feld. Ja. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Nehmt den positiven Hype zum Saisonende mit. Ja, so krass. Und Bashing gegen Tuchel sich das jetzt anhört, es ist nicht gegen Bashing gegen Tuchel gemeint. Wie gesagt, für mich ist er einfach der verkehrte Trainer zur falschen Zeit beim FC Bayern. So, das ist alles. In diesem Sinne, Leute, ich bedanke mich natürlich für euren Support. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne,
nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.